Mit einem Durchreisevisum für die gesamte Gruppe von 10 Reisenden konnten wir aus Usbekistan kommend in Turkmenistan einreisen. Der Grenzübertritt dauerte ungefähr einen halben Tag. Wir fahren mit einem 20 Jahre alten Mercedes-Bus durch die Karakum-Wüste, eine Geröllwüste, die rund 95% des Landes ausmacht. Die Straßen sind marode und unfreundlich zu den Bandscheiben. Wir haben durch die Grenzformalitäten viel Zeit verloren und deshalb versorgen wir uns auf dem Markt von Turkmenabad mit ein paar Teigtaschen zum Mittagessen. Turkmenistan wird in weiten Teilen von Trockengebieten dominiert. Als südlichste Region der ehemaligen Sowjetunion hat Turkmenistan die mit Abstand höchsten Temperaturen in Zentralasien. Die Hitze ist durch die sehr niedrige Luftfeuchtigkeit jedoch noch erträglich. Mehr als die Hälfte der 5,7 Millionen Einwohner Turkmenistans leben auf dem Land und von der Landwirtschaft, sofern es die Bedingungen zulassen. Turkmenistan ist gleichermaßen arm und reich. Im Weltarmutsindex liegt es auf Platz 5 und ist somit eines der ärmsten und wirtschaftlich schwächsten Länder der Welt. Andererseits soll das Land über 17,5 Billionen Kubikmeter Gasreserven verfügen, das wären knapp 10% der globalen Reserven. Davon bekommen die Hirten und Bauern auf dem Land nichts mit. In die Karakum-Wüste gelangen praktisch keine Informationen, es gibt weder Internet, noch haben wir zum Beispiel ein Telefonnetz. Wir fahren weiter nach Mari. Mari ist eine Stadt mit 126.000 Einwohnern und blitzeblank. Die überdimensionierten Straßen und öffentlichen Gebäude sind menschenleer, die dominierende Farbe ist weiß. Turkmenistan wandelt sich ab dem Jahr seiner Unabhängigkeit 1991 zunächst unter seinem ersten Präsidenten Niyasow und seit 2007 unter seinem Nachfolger Berdi Muhamedov zu einer gut funktionierenden Diktatur. Offiziell nennt man dies eine Republik mit einem präsidialen Einparteiensystem. Alles hört auf den Präsidenten, der sich in Gold und Marmor Denkmal um Denkmal erbauen lässt. Er ordnete an, dass nur noch weiße Autos importiert werden dürfen und alle Fahrzeuge müssen, bevor sie aus der staubigen Wüste kommen, frisch gewaschen sein, bevor sie in die Städte fahren. Sonst droht ein empfindliches Bußgeld. Dabei mangelt es in Turkmenistan an Trinkwasser. Turkmenistan ist ein Vielvölkerstaat. 77% bilden die Turkmenen, die größten Minderheiten sind Usbeken und Russen. Seit dem Ende der Sowjetzeit geht der Anteil der Russen an der Gesamtbevölkerung allerdings zurück, während der Turkmenen ansteigt.
Etwa 30 Kilometer außerhalb von Mari liegen die Ruinen der alten persischen Stadt Merv. Die älteste der 5 Städte in Merv ist Erk-Kala aus der Zeit der Achämeniden, also aus dem 6. Jahrhundert vor Christus. Der kleinste und älteste Ort der Urbanisierung umfasst 20 Hektar und wurde von massiven Mauern und einem Wassergraben umschlossen. Die nächste Besichtigung ist ein Gräberfeld und die ursprüngliche Gruppe von Gräbern aus der Zeit nach dem Tod des Propheten Mohammed. Hier sind auch 2 Ashkabi, also Begleiter des Propheten, begraben, die zur Verbreitung des islamischen Glaubens in der Umgebung beitrugen. Die Mausoleen wurden erst später errichtet. Ein Eishaus aus dem 15. Jahrhundert. In den Lehmkuppeln wurde dicht bepackter Schnee als Wasserspeicher aufbewahrt. Die Jungfrauenfestung aus der Zeit der Sassaniden, also dem Neupersischen Reich aus dem 7. Jahrhundert. Es handelt sich um eine Lehmburg. Das Mausoleum von Sultan Sanya. Ein weiteres Denkmal aus der Zeit der Seldschukenherrschaft ist das eines schiitischen Lehrers und direkten Nachkommens des Propheten Ali. Auf jeden Fall einen Besuch wert ist die russisch-orthodoxe Kirche Pokrowskaja. Zwar ist die Religionsfreiheit in der Verfassung festgeschrieben, doch waren lange nur der sunnitische Islam und die russisch-orthodoxe Kirche offiziell anerkannt. Etwa 90% der Bevölkerung sind Muslime, jedoch 9% gehören der russisch-orthodoxen Kirche an. Wir fliegen von Mari in die rund 350 Kilometer entfernte Hauptstadt Aşgabat. In Aşgabat angekommen, könnte man auch meinen, in Las Vegas zu sein. Die Stadt ist hell erleuchtet und leuchtet in allen schillernden Farben.
Unser Hotel, das Yildiz, könnte hingegen auch in Dubai stehen. Die Hotelhalle erzeugt schon ein A und O. Unser Zimmer weist mehr als 100 Quadratmeter auf. Man sollte also schon frühzeitig aufbrechen, wenn man des Nachts den Harndrang verspürt. Aber wie so oft und hier ganz besonders, es ist nicht alles Gold, was glänzt. An jeder 5. Laterne in der Hauptstadt sind Überwachungskameras installiert. Geheimdienst, Militär und Polizei sind der größte Arbeitgeber im Land. Im August 2011 wurde der Besitz aller Satellitenschüsseln für den Fernsehempfang verboten. Offizielle Begründung des Präsidenten lautet, durch die Satellitenschüssel werden die Außenfassaden der Gebäude verschandelt. Etwa 700.000 Einwohner soll die Hauptstadt haben, aber nur wenige können sich die teuren Neubauwohnungen leisten. Der Präsident verschwendet das wertvolle Wasser in Aschgabat für Brunnen und einen künstlichen Fluss. Er ordnet großräumige Bepflanzungen mit Millionen von Nadelbäumen an, die im Sandboden ständig bewässert und gedüngt werden müssen. Nisa war die erste Hauptstadt der Parther, welche die dominierende Macht des ersten vorchristlichen sowie des ersten und zweiten nachchristlichen Jahrhunderts zwischen Euphrat und Tigris waren. Das Partherreich endete mit der Machtübernahme der Sassaniden im Iran im 3. Jahrhundert nach Christus. Die Stadt bestand aus Neu-Nisa, der eigentlichen Stadt, und Alt-Nisa mit dem königlichen Palast, einer 5-eckigen Festung mit 7 Meter hohen Wällen aus Stampflehm. Gewohnt wurde in der neolithischen Zeit in der neuen Stadt. Man ließ es sich gut gehen und hatte neben den Wohnhäusern auch Kühl- und Lagerhäuser für den Wein, mit dem auch Handel getrieben wurde. Die beeindruckenden Funde, die wir später noch im Nationalmuseum bewundern werden, belegen den Einfluss verschiedener Völker. Wohl zu erklären, da Nisa an der Haupthandelsroute zwischen Zentralasien und Europa lag. Eine Mittagspause in einem Einkaufszentrum mit Schnellrestaurants. Noch ein Wort zu den Frauen in ihrer traditionellen Kleidung. Die Turkmeninnen tragen neben den bunten Kleidern auch Kopftücher, die speziell mit einem Schaumstoffeinsatz gebunden werden. So wird der Hinterkopf stärker betont. Am Nachmittag geht es noch in das Nationalmuseum. Leider ist dort das Filmen untersagt. Wir fahren wieder durch die Stadt ohne Menschen.
Das Denkmal des Buches Runana. Das Buch schrieb Nijasow, der erste Präsident nach dem Zerfall der Sowjetunion. Er regierte von 1990 bis 2006 und hatte seine eigenen Vorstellungen. Er erinnerte an die Geschichte des Landes und verwies gerne auf die Heroen. Und das meinte er auch von sich und ließ verkünden, wer das Buch dreimal liest, kommt sofort in den Himmel. Er hätte eine Abmachung mit Gott getroffen. Noch immer ist das Buch hoch verehrt. Turkmenistan war für mich vor dieser Reise ein weißer Fleck auf der Landkarte und nun habe ich wenigstens einen eigenen Eindruck gewinnen können. Wieder haben wir sehr freundliche Menschen getroffen. Die Menschen auf dem Land leben weit abgeschieden von Information und Reichtum, in den Städten leben sie in der beklemmenden Enge von ständiger Überwachung und Willkür. Es besteht in meinen Augen ein eklatanter Unterschied zwischen den einheimischen Turkmenen und russischen Turkmenen. Überall trifft man auf eine Minderheit, die schlechter nicht integriert sein könnte, wie es mir scheint. Es gäbe sicher noch viele weitere Kulturgüter in Turkmenistan zu entdecken, doch unser Visum gilt nur für 5 Tage und wir freuen uns nun auf den Iran.